Berlinerinnen und Berliner, liebe deutsche Landsleute, ihr lebt hier in Neukölln in einem sozialen Brennpunkt dieser Stadt und dieses ganzen Landes. Es gibt in Berlin 248.000 Arbeitslose. Das sind fast 15%. Und ich frage mich, warum da hinten die Genossen hier johlen und schreien, wenn wir für nationale Arbeitsplätze, für Arbeit zuerst für Deutsche sprechen. Bürgerinnen und Bürger, an den meisten von Ihnen wird in den letzten Wochen ein neues Gesetz in Berlin vorbeigegangen sein. Das sogenannte Partizipations- und Integrationsgesetz für Berlin. Hier wird nicht nur in Berlin das Bestattungsgesetz geändert, dass künftig Muslime auch ohne Sarg beerdigt werden können. Nein, hier hat das Berliner Abgeordnetenhaus festgelegt, dass künftig im öffentlichen Dienst, in der kommunalen Verwaltung, bei der Polizei bis zu 25% Migranten bevorzugt eingestellt werden können. Das, liebe Berlinerinnen und Berliner, ist ein Schlag in das Gesicht eines jeden deutschen Arbeitslosen. Noch ist Neukölln ein deutscher Bezirk, noch ist Berlin die deutsche Hauptstadt. Sie haben im September wieder Wahltag und Sie haben dann endlich die Möglichkeit, eine nationale Partei ins Abgeordnetenhaus und in Fraktionsstärke in die Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln zu entsenden, damit dort endlich das ausgesprochen wird, was viele Bürgerinnen und Bürger denken, sich aber in diesem Lande nicht mehr trauen zu sagen. Es ist schlimm geworden in Deutschland. Alte Menschen trauen sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straßen dieses Bezirkes. Sie trauen sich nicht mehr mit der S-Bahn, mit der U-Bahn zu fahren. Die Arbeitslosigkeit in Berlin steigt weiter und die Etablierten und ihre linken Helfershelfer hinter uns sind trotzdem heiter. Es ist schon sehr eigenartig, wenn die Linken hier in Neukölln Plakate und Aufkleber verteilen mit der Überschrift: Die Arbeiter haben kein Vaterland. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, natürlich haben die Arbeiter ein Vaterland. Nur wenn sie ein Vaterland haben, werden sie auch in diesem Land wieder eine Zukunft haben. Umgekehrt ist es richtig, das Kapital hat kein Vaterland. Das Kapital sorgt dafür, dass immer mehr billige Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen, die uns Deutschen Arbeitsplätze und die Zukunft wegnehmen. Wir Nationaldemokraten sind nicht ausländerfeindlich. Wir sind dafür, den Menschen in ihrer Heimat zu helfen, statt umgekehrt Millionen von Fremden in dieses Land, Hunderttausende von Fremden
in diese Stadt holen, wo selber wir Deutsche keine Zukunft mehr haben. Die Rentnerinnen und Rentner haben erfahren können, dass sie in diesem Jahr eine Rentenerhöhung von 0,9% bekommen. Das Kapital, die deutsche Großindustrie, die deutschen Unternehmen, die 30 führenden deutschen Unternehmen, die im DAX registriert wurden, haben alleine im letzten Jahr einen Gewinn von 18,4% gemacht. Der Rentner kriegt eine Nullrunde oder 0,9%. Die Arbeitslöhne werden immer billiger, weil immer mehr ausländische Arbeitskräfte hier sind, die für billigeren Lohn arbeiten als die Deutschen. Die deutschen Arbeiter werden ausgestellt und werden allenfalls noch als Leiharbeiter Verwendung finden, haben aber keine feste Anstellung mehr und keine Perspektive. Und die Genossen, die hinter mir tröten und schreien, die schreien und tröten eigentlich dafür, dass das Kapital mit der Ausbeutung des deutschen Arbeiters weiterarbeiten kann. Denn wenn sich in Deutschland nichts ändert, dann werden wir in 5 Jahren vielleicht 8 Millionen, in 10 Jahren 15 Millionen Arbeitslose haben, weil das Kapital kennt in der Tat kein Vaterland. Das Kapital geht dorthin, wo es die billigsten Arbeitskräfte, wo es die billigsten Arbeitslöhne gibt. Das Kapital geht nach China, nach Hongkong, nach Taiwan, nach Korea. Und jeder, der hier so dämlich ist und für die Globalisierung pfeift und trötet, der muss wissen, dass der Arbeiter in China gerade einmal einen Arbeitslohn, einen sogenannten Arbeitnehmerlohn, das ist das, was der chinesische Arbeiter dem Unternehmen kostet, von 1,28 € hat, während in Deutschland die Arbeiterkosten für den Unternehmer bei 28,50 € liegen. Sie können sich also vorstellen, wer weiterhin die Grenzen öffnet, der sorgt dafür, dass das Kapital in die Billiglohnländer kommt. Und damit auch Deutschland einmal ein Billiglohnland werden soll. Aus diesem Grund kommen immer mehr billige Arbeitskräfte aus Osteuropa nach Deutschland. Und ab dem 1. Mai dieses Jahres hat jeder Kleinunternehmer aus Polen, aus Ungarn, aus Rumänien, aus Tschechien, aus Slowenien, aus Estland, aus Lettland, aus Litauen hier unbeschränktes Arbeitsniederlassungsrecht. Er kann mit seinen billigen Arbeitskräften ab dem 2. Mai sich in Deutschland niederlassen und jedes deutsche Unternehmen in Preisangeboten unterbieten. Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie weiter diese Politik des Sozialverrates wollen, dann wählen Sie weiter die Roten, die Grünen, die Schwarzen oder die Gelben. Sie haben aber die Möglichkeit, sich in dieser Stadt für eine nationale Politik zu entscheiden. Hier gibt es eine Partei, die
sagt, was die Menschen da draußen denken, hinter vorgehaltener Hand nur noch sprechen, weil man in Deutschland heute wieder Angst haben muss, seine Meinung offen zu sagen. Bürgerinnen und Bürger, ich bin sicher, es gibt noch viele Berlinerinnen und Berliner, die die Schnauze voll haben von Multikulti. Viele Berlinerinnen und Berliner, die die Schnauze voll haben, dass es in dieser Stadt die innere Sicherheit immer mehr dahin vegetiert. Man zwingt die Leute heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt. Immer weniger Parkplätze werden nach dem Willen des rot-roten Senates in der Innenstadt ausgewiesen. So darf künftig ein Restaurant nur noch einen Parkplatz haben für 16 Gäste. So darf künftig ein Supermarkt, ein Lidl oder ein Aldi nur noch einen Parkplatz je 75 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Der durchschnittliche Supermarkt, auch in Neukölln, hat eine Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern, also 100 Quadratmeter. Das heißt, für das Einkaufszentrum da vorne wird es künftig nur noch 10 Parkplätze geben. In einem Hotel darf es nur noch für je 8 Zimmer einen Parkplatz geben. Die Bürger, die Touristen werden so gezwungen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo die Polizei noch nicht einmal für die Sicherheit der Bürger garantieren kann, wo wir uns Tag für Tag Überfälle wie jüngst in Lichtenberg, in Wedding, wie sie in der ganzen Stadt vorkommen, gefallen lassen müssen. In dieser Stadt, in diesem Land ist immer noch genügend Geld für Fremde da. Wir fordern, deutsches Geld für deutsche Aufgaben einzusetzen. Wir fordern eine stärkere Polizei in unserer Stadt, die nicht unter Überstunden leidet und deswegen kaum noch in der Lage ist, die innere Sicherheit zu garantieren. Wir fordern härteste Bestrafung für Schwerstkriminelle. Wir sehen es auch nicht ein, dass kriminelle Ausländer immer wieder erneut straffällig werden. Daher sagt die NPD mit aller Deutlichkeit, kriminelle Ausländer raus aus Deutschland!